Rosh Bash Birezan. Rosh Bash Hevalen Hijab. Rosh Bash Hevalen Kurt. Es dich wasim bi yekini yi vere ragihinim beguman pe bawa dikim ku de kurt netene di sogonia le Almania. De di dinje deji Huere Warek Pedabikin. Yebili we Debi Chalaki para Bestarvania Weya Divare Peviren Politik Deli Türkiye Iran Irak Us Suriye Pekbinin. Liebe Freunde, liebe Ehrengäste, da hört es mit meinem Kurdisch auch schon auf. Aber ich wollte wenigstens einen kleinen Versuch machen, einen guten Willen zeigen, dass das eine Sprache ist, die zu lernen sich lohnt. Ich habe noch mal in diesen Tagen das Buch zur Hand genommen, das wir damals geschrieben haben nach der dramatischen Aktion, mit der ich damals die Kurden kennen, schätzen und lieben gelernt habe, als Saddam Hussein sie aus dem Nordirak in die Türkei gejagt hat und es damals einen Sicherheitsratbeschluss, das muss man sich mal vorstellen, heute für Syrien wäre das eine interessante Parallele. Damals gab es einen Sicherheitsratsbeschluss der UNO, dass die Kurden aus der Türkei mit bewaffnetem Begleitschutz in ihre Heimatdörfer und Städte im Nordirak wieder zurückgebracht wurden. Und damals haben wir diese Aktion mitgemacht und haben in Schoman an der Grenze, an der Ostgrenze von Kurdistan ein Hospital gebaut. Aber liebe Freunde, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, damals haben wir noch nicht geahnt. Wir haben noch nicht geahnt, dass die Kurden in der Lage sind, ein eigenes Gemeinwesen aufzubauen. Damals gab es noch Kämpfe zwischen den beiden großen Parteien von Barzani und von Talabani. Und wir haben uns nicht getraut, anzunehmen, dass dieses Volk einmal ein Gemeinwesen aufbauen könnte. Und das ist schon geschehen. Wenn Sie jetzt nach Kurdistan gehen, wenn Sie jetzt nach Erbil gehen, wenn Sie sehen, dass ein Volk von nicht einmal 5 Millionen in diesem Gebiet in der Lage ist, 1,4 Millionen Menschen aufzunehmen und freundlich zu behandeln, dann ist das eine Weltrekordleistung, die kein anderes Land bisher gebracht hat. Und ohne Murren und ohne Klagen Menschen einfach aufzunehmen und ihnen Sicherheit zu geben, das ist eine ganz großartige Leistung. Und der heutige Tag ist ja nun noch mal ganz besonders bestimmt durch die gute Nachricht. Die gute Nachricht. Ich hoffe, dass die Medien die gute Nachrichten nicht mögen, diese gute Nachricht aber bringen werden. Die gute Nachricht, dass Shingal befreit ist. Dass Shingal befreit ist und jetzt das passieren kann, was für Flüchtlinge auf der ganzen Welt, auch in Syrien, auch in Europa, das Allerbeste ist. Das Allerbeste für Flüchtlinge ist nicht, dass sie in Flüchtlingslagern 5 oder 10 Jahre vegetieren, sondern dass sie zurückkehren können in ihre Heimatdörfer. Und das wird jetzt passieren. Und
Wir sind jetzt schon dabei, in einem befreiten Ort, in einer Stadt namens Suma, etwas zu bauen als Grünhelme, was für die Flüchtlinge auch ganz wichtig ist, neben Aspirin und Milchpulver, nämlich für die Kinder Schulen zu bauen, damit sie nicht mehr als 2 oder 3 Jahre ihres Lebens verlieren. Das ist die wichtigste Aktivität. Ich glaube, meine Freunde, liebe Freundinnen und Freunde, dieser Tag hier in Gießen zeigt mir noch mal, wie weit, ich darf das lobend sagen, ich möchte das sehr gerne lobend sagen an Sie alle, wie weit Sie schon gekommen sind. Herr Toprak, Sie sind schon sehr weit gekommen. Die Situation ist sehr viel besser als vor 20 Jahren oder vor 25 Jahren. Sehr viel besser. Es war noch nie eine so große Anerkennung für das kurdische Volk, ganz gleich, wo es sich befindet, als in diesen letzten 12 Monaten. Es hat noch nie so viel Anerkennung gegeben. Es hat auch noch nie so viel offizielle Anerkennung gegeben, dass der Außenminister Steinmeier, die Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen und viele andere nach Kurdistan gehen und fliegen und sich dort nicht nur das Land touristisch ansehen, sondern etwas tun, nämlich diese einzige Gruppe auf der Welt, die soldatisch in der Lage ist, diese Terrorbande zu bekämpfen. Keine andere kann das. Und das muss man. Da gibt es selbst für einen in der Wolle geborenen Pazifisten wie mich gar keine Frage, wenn es eine solche Terrorbande, die die ganze Welt im Schwitzkasten hält, wenn man die nicht bekämpfen kann, ja, dann haben wir verloren. Und deshalb muss man wenigstens diese Peschmergas, die das Zeug haben, dort zu kämpfen, muss man die wenigstens mit dem unterstützen, was wir mit unseren Geldern bezahlen und dorthin schicken können, nämlich mit wenigen Waffen und mit einigen Ausbildern. Und ich bin froh, dass meine Bundesrepublik Deutschland das getan hat. Ich sehe der Zukunft mit großem Optimismus entgegen. Ich glaube, dass Sie auf dem richtigen Wege sind, Sympathie und Empathie in Deutschland zu gewinnen, zu erwerben und zu gewinnen, Empathie und Sympathie in der Staatengemeinschaft zu gewinnen. Ihr Präsident in Erbil ist ein ganz großes Vorbild für staatsmännische Vernunft. Er hat Unglaubliches bewiesen an Vernunft. Und das ist etwas, was die kurdische Sache noch mal ganz besonders nach vorne bringen kann. Deshalb lassen Sie uns diesen Schwur noch mal geben, dass wir nicht aufhören werden, für die Rechte von Menschen einzutreten, ganz gleich von wo sie kommen. Und ich freue mich sehr, dass die zweitgrößte Minderheit in meiner Bundesrepublik Deutschland mittlerweile einen so guten Stand hat, wie ich das in den letzten 2 Jahrzehnten nicht für möglich gehalten habe. Ich gratuliere Ihnen dazu und danke Ihnen. Danke.